Rapporteur vom Projet de loi de l'honorable Herr Laurent Moser. Ja, merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren lo über fand ich eigentlich ein extrem wichtiges Gesetz, vielleicht nicht für de Grand Public, aber werden extrem wichtig Gesetz als Kompetitivität und Attraktivität von unserer Finanzplatz betrifft, ganz besonders der Fondsindustrie, die, wie ihr alle gut wisst, aber haut einen nicht unwesentlichen Teil von der Finanzplatz durchstellt. Das Projekt de loi, um den es geht, als den über das sogenannte System vom Carried Interest, ein System oder Regime, den eigentlich haut schon existiert, an den Orlo wie am Koalitionsakkord 2023 vorgesehen ist, durch dieses Projekt werden fundamental ändern, aber auch modernisieren. An einfache Weder wird bei so komplexen technischen Problemen nicht einfach als geht es darum, einen Mechanismus für Fondsmanager aufzustellen, für sie an all anderen Leute, die unter der Gestion von den Fonds teilholen, sie unter Performance von dem Fonds, den sie betreiben, auch zu beteiligen. Das spielt heute hauptsächlich bei den alternativen Investmentfonds. Wenn Performance von einem Fonds gut sind, da kriegt der Fondsmanager am Prinzip einen Bonus und geht dann auch an diesem Projekt de loi darum, wie man in Zukunft den Bonus besteuern. Wie die alle gut wissen, an Schüttfirdruck gesagt, als die Lützeburger Fondsindustrie ein zentrales Standbein von der Finanzplatz, wo aber auch das konkurrenzielle Umfeld ganz besonders par rapport zu Irland immer mehr stärkt. Ohne Fondsindustrie gibt haut den Lützeburger Finanzsektor an der Form sicherlich nicht mehr bestehen, mit mehr wie 7.000 Milliarden Euro in der Gestion an genau so viel Maderbeter als es übrigens die zweitgrößte Fondsplatz weltweit. Sie steuert über Tax d'Abonnement auch an das Getränk vergiss ganz viel Suen an unseren Staatsbeidel, mit dem wir dann noch können als auch all und Herzgewürz als generösen Sozialstaat weiter finanzieren. Herr Präsident, aktuell haben wir an unserer Fondsindustrie hauptsächlich die sogenannten Backoffice-Aktivitäten. Das sind eigentlich Aktivitäten, die, wie es auf Englisch steht, am Hintergrund auflaufen, an die ihr braucht für Fonds können am alltäglichen Gestion auch funktionieren zu lassen. Am Gegensatz zum Front Office, wo eigentlich dezidiert wird, wo wie investieren wir, hat der Backoffice eigentlich als Mission dafür zu sorgen, dass alles das korrekt, legal, proper aufgewickelt wird, Niveau vom Front Office dezidiert wird. Wenn wir mit diesem Gesetzestext wollen erreichen, ist das wir natürlich für uns allem auch mehr der Front Office kriegen, also mehr Fondsmanager, die ihr wisst, wir haben an der letzten Mal ganz oft über die sogenannten ETF-Fonds geschwärzt, die sollen aktiv gemanagt gehen und geht dann auch unter anderem darum, ganz besonders die toten Manager in Zukunft auf Lützeburg zu kriegen. Für wen ist das wichtig? Mir das ist wichtig, weil in Dommer noch ein ganzes Ökosystem kann auf Lützeburg bringen, den neue Arbeitsplätze generiert, wird auch am Hinblick vom Unzählen von Talenten an der Fondsindustrie ein nicht unwesentlicher Punkt ist. Und da spielen natürlich dann Carried Interest, also die Bonussen, die ein Fondsmanager auf der Performance von einem Fonds kann kreieren, eine nicht unwesentliche Rolle. Für das System den zu optimisieren, attraktiv und modern zu gestalten, kommen eine Reihe von spezifischen Auspassungen mit dem vierleinigen Gesetzestext. Konkret geht es darum, das steuerliche Traitement von diesem Bonus neu zu regeln. Ziel ist es für die Leute, die an den Fonds gut schaffen, an eine gute Performance realisieren, über den steuerlichen Weg eine mehr attraktive Beteiligung und dieser Performance zu ermöglichen.
An engem geht doch davon profitiert fir Rechtsunsicherheiten, die de Moment am aktuellen Regime bestehen auszugleichen. Da geht den Uwendungsbereich vom Gesetz soweit wie haut besteht, geht erweitert. Konkret sollen bestimmte Konditionen noch Maderbestoffstrukturen außerhalb von den eigentlichen Fondsmanager können von den Carried-Interest-Regelungen profitieren. Es geht also um ein spezifisches Regime für all die Leute, die am Dienst von einem alternativen Investitionsfonds stehen. Die haben drohen für das Regime hybrid abzumachen, als dat all die Leute, die auch über eine Prestation de Service, am ganz viel Prestataire de Service am Finanzsektor am Land, die denen Investmentfonds zuschaffen, dass die auch können potenziell an den Genuss von so Bonussen kommen. Herr Präsident, wir wären uns mit dem Finanzminister an der Finanzkommission eins, dass die nicht genug kann sagen, was das Neuerung mit sich bringt. An Weise an der Praxis auch wird kommen, an umgesetzt gehen, an wir sind alle gut eins, wir wollen hier, war möglich, all Sorten von Abüen evitieren, empêchieren. Und dafür haben wir auch festgehalten, dass ich hier am Namen von einer ganzen Reihe von Fraktionen eine Motion deposieren, die fragt, dass noch 2 Jahre das ganze Regime soll evaluiert gehen, für auch zu gucken, ob eventuell nötige Adaptationen Regime vom Carried Interest zu holen sind. Ich deposieren dafür auch am Namen von all den Fraktionen, die das Heimatrun an der Zinsebel alle gut, die Motion, über die wir dann herno auch können diskutieren. Merci, Herr Moser. Herr Präsident, ich verschone ihr Journal Kollegen lo mat den Einzelheiten an de Finessen vun de verschiedenen Zochten vun Interessementer, der das alles heich technisch fir die Leute, die aber darin interessiert sind, können sie dat alles am Detail am engem schriftlichen Rapport no lesen. Ich gif dafür ganz schnell gerne noch op die parlamentarisch Erbechten iwwergoen. Chambre de Commerce begrüßt, dass die Regierung mit diese steuerlichen Mesuren hier wollen für den Finanzsektor zu unterstützen, nach einker weist. Dafür weist sich dann noch mit dem Gesetzesprojekt aufverstanden. Zuallererst kummer gesagt Text nicht so positiv, auch wenn sie sich der zentrale Rolle von der Finanzplätze an der Lützeburger Wirtschaft bewusst ist. Sie stellt den sozialen Nutzen von diesem steuerlichen Vierzugsregime afro, weil en anderem nëmmen engem limitierte Kreis vu Privilegierten geif zugutkommen. De Staatsrat hat as engem Eichner wie eng Opposition formell zu levéiert, huet nämlich gemengt, dat den Uwendungsbereich vun de Personen, die an Zukunft vum Carried Interest kennte profitieren, net klar genug definiiert fir an den Text zuviel Interpretationsspielraum die flossen. Iwer de wee vun engem Amendement hun mir awer lo klar definiiert wie eng Beneficiären an de Champ d'Applikation vun diesem Text an Zukunft werde fallen, dass da präziséiert ginn, dat et nëmmen Person Physike könne sinn, also kein Person Morale. Dommer da kommen mir dann noch der Such vom Staatsrat entgeint, den Eisen Amendement als engem Avis komplementär vom 19. Dezember 2025 gut geheescht huet. Soviel zu der Präsentation vom Projekt. An erlaubt man dann lo ganz schnell mit Kap vu Rapporte auszudoen an dafür die Kap vu mandatierten Sprecher von der CSV-Fraktion und dafür alle zu betonen, dass natürlich die CSV-Fraktion hier Zustimmung wird zu diesem Projekt gehen. Ich will auch noch einmal vielleicht ganz kurz auf 3 Punkten agoen, die ich auch schon zum Teil am engem Rapport mündlich ja noch schriftlich durchgelöscht habe. Das aber wie wichtig das ist, dass wir ein bisschen von dem Image von Backoffice, dem am Moment Niveau von der Fondsindustrie wegzukommen, an ein Front Office gehen, weil das, und das brauche ich nicht so, besonders an der Welt, wo wir heute leben, dass da wo Decisionen geholt gehen, wo es zielt. Leider muss ich einfach feststellen, dass zu Lützeburg
an der Fondsindustrie Decisionen nach viel Aufschluss zu London, zu Paris, zu New York, an op andere Plätzen geholt gin. An dafür mengen ich, dat diesen Projekt wert dazu feieren, dat ewer eng ganz Reihe vun so aktiven Manager sich werden überlegen, op Lützeburg zu kommen. Ich menge noch, dat kann dazu feieren, dat man den Know-how vun eiser Finanzplatz nach Dommerden mi Grosmärchen, wann e Gros nie huet, dann ich wär froh, wie de Projekt de Loi deposéiert, ginn ass an wahrscheinlich der bester Finanzzeitung vun der Welt, der Financial Times, en Artikel zu lesen, wo gesot ginn ass, dat durch de Regime den Lot Lützeburg Parlament gif adoptieren, die Lützeburg Fongenindustrieplatz wesentlich mi kompetitiv gif ginn, an dadurch doch schon Einzel Top-Manager vun Fongen vun englischen Fongen sich giffen iwwerleen op Plötzeburg zu kommen, derselwicht Stunger an dem Artikel zu lesen, Gros Franzisch Fongenmanager, die dieselwicht Iwerleung gife mechen. Ich mengen alles dat als äußerst positiv. Dann den zweite Punkt, op den Javonenkeer Voltai agoen, der das den vun der Attraktion vun den Talent erschmengen. Das kein Debatte, die man quasi feiere, wo net enker gesot gëtt, wie wichtig het ass Talenter unzuzeien. Hol mal wirklich ganz konkret Gesetz dazu beidreht, wann ich so Talenter unzeien, enker klar so geht natürlich für alle mal drin Talenter, die man hunn. Wir hunn an dem Land ganz viel Talenter, besonders am Finanzsektor, dem wir für allericht heize behalen. Weil auch da spielt Konkurrenz, weil auch gut Leute die permanent gefrot von Londoner, von Pariser, von New Yorker, von Singapurs Spezialisten für dahin zu kommen. Der Tisch geht auch mal für allem drin, die gut Leute, die wir haben, heize behalen, und darüber raus aber auch nach Leute unzuziehen. Es soll nicht mehr leng mat super Wider zu Lützeburg, mat Paraier guter Gastronomie an exzellentem Wein. Leng dat geht net due fir déi Leiit ha hinner ze kreen. Dat muss einfach so wëssen, wann mir wëllen Talenter unzeie, besonders op eng gewissen Niveau muss man dofir Appes merken. Ich weiß, dass das nicht geht für einen immer schmerzt, aber das ist die Realität. Wenn wir das nicht wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, da brauchen wir gar nicht anzufangen, von Talenten zu schwätzen. Und mein dritter Punkt, auf den ich ganz kurz nachvollziehen hat doch den Dummerten zu dienen. Ich weiß, und ich kann das nachvollziehen, dass den kann eventuell gewissen Reserven mit dem Projekt haben, weil ihr da seht, ja, da gehen die dick entre Guillemets, die kriegen durch Steuerbonussen. Du willst ja auch direkt sagen, dass das bei diesem Projekt nicht der Fall ist. Erstens, an der schönen Viertelrunde gesagt, betrifft das all die Leute, die für die Fongen an den Fongen zuschaffen. Also nicht nur die dick, die oben an der Spitze sitzen, auch die Ärner, die für die Fongen schaffen können, von den Steueravantagen profitieren. Das heißt, das ist eigentlich ganz demokratischen Projekt, weil eben nicht nur die oberen, ich weiß nicht, wie viele da sind, wir kennen all die Leute, die sich an einem Profit von einem Fonds aktiv beteiligen, die können dann auch an den Genuss von den dorten Steuermoderationen kommen. Ich meine, das ist wichtig, das spielt übrigens auch für einen anderen Punkt direkt auf hier zu heben, auch für die Leute, die schon an den Fonds schaffen. Das ist also kein Bonus, den wir hier aufhören, just für Manager von London hinzukriegen, die der ganze Länge davon profitieren können. Nein, auch die Leute, die hier arbeiten, fallen total an den Genuss von den dortigen Maßnahmen, sodass ich eigentlich fand, dass es eine äußerst gute Initiative ist. Also ich will auch abhalten, an dem ich aber mal will, eine Haie Luf und gesamtgroßherzogliche Regierung stellen aber ganz besonders an den Finanzminister, weil ich eigentlich fand, dass an den letzten Monaten ganz viele gute Projekte gestimmt sind, die die Kompetitivität und Attraktivität von unserem Land, von seiner Wirtschaft stark verbessern. Teil sehen davon. Für kurzem haben wir über den Kreditimpôt für Start-ups geschwärzt. Denn Herr Finanzminister hat auch nach vier Jahren von einem Projekt de Loi geschwärzt, den doch auf die Instanzen bringen, die sogenannte Loire Laudit oder BIS. Sind auch andere Projekte angeholt, die wirklich
als Finanzplatz hier Akteuren stärken. Ich will da noch mal ganz klar betonen, was hört ihr heute die Depression, wenn ihr so ein bisschen liest, die Regierung gibt nicht richtig viel mehr, aber als das nicht richtig, weil op diese Punkten als ganz viel geschieht. Ich gehe gern so, dass der Teil kein ganz sexy Projekt sind, die nicht immer großartig dabausen, die Leute an noch Presse vielleicht interessieren. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wichtig sind. Ich sage nicht, dass diese Projekt, die wir heute Mittag diskutieren, vielleicht von den wichtigsten, dass die an dieser Mandatsperiode werden, stimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gesagt, so nicht ein Merci, besonders dem Finanzminister. Mir werden, wie gesagt, mit großer Begeisterung diese Projekt zustimmen.